Ja, wir starten heute Morgen mit einer neuen Serie zum Thema der Bibel. Und ich weiß, wir sind hier im 9:30 Uhr Gottesdienst, hier hat es ganz sicher viele Bibelkenner. Und ich habe gedacht, ich starte mal mit einem kleinen Wettbewerb, wo man etwas wunderbar Feines zum Kaffee nachher gewinnen kann. Und ich möchte dir die Frage stellen, wer weiß, welches der kürzeste Bibelvers ist? Einfach rufen. Ich glaube, warst am schnellsten. Oh, nein, das geht zu gefährlich. Richtig, der kürzeste Vers, den finden wir in Johannes 11,35, wo es heißt, Jesus weinte. Die Bibel ist ein faszinierendes Buch. Es ist das meist gelesene Buch, das meist gedruckte Buch, das meist verkaufte Buch. Jedes Jahr werden ungefähr 100 Millionen Exemplare entweder verkauft oder verschenkt. Es ist das meist übersetzte Buch. Letztes Jahr war die Statistik in 704 Sprachen. Hast du gewusst, die Bibel enthält mindestens 185 Lieder, also sehr ein vielfältiges Buch. Sie besteht je nach Sprache und Übersetzung aus ungefähr 611.000 Worten, geschrieben von über 40 Autoren, verteilt über 3 Kontinente. Und noch 2 lustige Fun Facts, obwohl sie ja die Aufforderung enthält, du sollst nicht stehlen, ist die Bibel das meist gestohlene Buch. Aber fast noch besser, 1631 wurde versehentlich eine Bibel veröffentlicht, die man Sünderbibel nennt. Die hatte nämlich einen ganz blöden Tippfehler, die haben ein Wort vergessen. Und das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, haben sie das nicht vergessen und das Buch und den Druck so publiziert. Und in dieser Bibel steht dann, du sollst Ehe brechen. Darum nennt man sie die Sünderbibel. An dieser Bibel muss etwas dran sein. Ich habe euch hier ein Exemplar mitgebracht aus dem 17. Jahrhundert. Ihr dürft gerne nachher einmal reinschauen, ganz vorsichtig. Es ist ein wertvolles Exemplar. An diesem Buch, das so eine Dynamik entwickelt hat über die Jahrhunderte und Jahrtausende, muss etwas dran sein. Und so müssen wir uns auch die Frage stellen, wie gehen wir mit diesem Buch um? Unabhängig davon, ob du an Jesus glaubst, mit Jesus unterwegs bist oder nicht, wir müssen uns diese Frage stellen. Denn ein Buch, das dermaßen Geschichte schreibt, da muss ja irgendetwas dran sein. Die Bibel führt uns in eine Herausforderung im Umgang mit der Bibel. Nämlich, sie führt uns zu dem Punkt, wo wir sagen müssen, entweder ist die Bibel nämlich ganz wahr oder ganz falsch. Sonst würde sich die Bibel selber widersprechen und wäre damit ja falsch. Und damit würde sie sich selber als nicht ganz wahr bestätigen. In vielen Kirchen und theologischen Instituten wird sehr frei mit der Bibel umgegangen, wo geprägt vom Humanismus nimmt man alles, was mehr als menschlich ist, was nicht menschlich ist, nimmt man weg. Alle Wunder, Jesus als Sohn Gottes, das Thema Auferstehung, weil das ist ja alles nicht möglich, man nennt es Entmythisierung, nimmt das alles raus und dann bleibt ein Buch über das Volk Israel, über einen Mensch namens Jesus, der lebte, der ein guter Mensch war, der starb, und ein paar Fanatiker, die ihm nachtrauten. Ist aber die Bibel wahr, dann ist sie das Reden Gottes an dein und mein Leben, das uns unglaublich verändert. Wir müssen uns die Frage stellen, und das ist das Thema an diesem Morgen, kann ich der Bibel überhaupt vertrauen? Hat die Wissenschaft nicht längst etwas anderes bewiesen? Die Bibel als fehlerfreies, unfehlbares, göttlich inspiriertes Buch, ist das nicht Mittelalter? Woher weiß ich, dass die Berichte in der Bibel nicht einfach nachträglich angepasst wurden? Ist das wirklich Gott, der durch die Bibel redet? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen. Unabhängig, wo du stehst in deinem Leben mit Jesus, es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, denn nur wenn wir hier Klarheit haben, kann die Bibel ihre ganze Kraft in unserem Leben entfalten. Wenn wir hier nicht sicher stehen, dann wird es immer Platz geben für irgendwelche Zweifel und die Kraft, die die Bibel in deinem und meinem Leben entfalten kann, das wird sie nicht tun. Viele Menschen haben das Gefühl, ja, da brauchen wir halt einfach einen blinden Glauben. Dazu ruft die Bibel uns nicht auf. Ich kann dir heute Morgen die Wahrheit der Bibel nicht beweisen. Das geht schon rein sachlogisch nicht. Aber ich möchte dich auch nicht einfach zu einem blinden Glauben herausfordern, sondern ich möchte dich herausfordern,
zu einem wohldurchdachten Glauben. Warum? Und ich möchte dir heute zeigen, auch ein wohldurchdachter Glaube, der dazu führt, dass wir sagen können, ja, wir können der Bibel vertrauen. Die Bibel muss sich nicht verstecken, sie hält dem Faktencheck problemlos stand. Die Bibel mag auch skeptischen Fragen standhalten, denn die Wahrheit, die muss sich nicht verstecken. Es ist sehr wichtig, dass wir in diesem Thema auch ganz persönlich fit sind, denn wir leben in einer Gesellschaft, die das anders sagt. Und wir müssen wissen, was wirklich Sache ist. Die Bibel sagt etwas über sich selber und darauf möchten wir aufbauen heute Morgen. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Hier lesen wir, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Hier sehen wir, dass die Idee Gottes mit der Bibel nie ist, dass wir sie einfach täglich ein paar Minuten lesen, sondern wir lesen hier, dass sie Nutzen hat in unser Leben, dass sie unser Leben prägt und unser Leben verändert. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn wir gelernt haben, warum wir der Bibel vertrauen können. Ich möchte heute Morgen 6 Gründe mit euch teilen, warum wir der Bibel vertrauen können. Und ganz persönlich habe ich so in der Vorbereitung wieder eine neue Begeisterung dafür erlebt, wie großartig es ist, dass Gott uns die Bibel geschenkt hat, dass wir auf der Bibel unser Leben bauen können und dass wir es zulassen können, dass die Bibel unser Leben prägt und verändert. So eine großartige Verheißung von Jesus in Matthäus 24, 35, wo er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hey, wenn dich das Thema auch über die Bibel weiter interessiert, lade ich dich ein, doch auch mal in unserem Shop vorbeizuschauen. Sie haben auch ganz, ganz gute Bücher zum Thema. Heute Morgen ist mein Ziel, dass du weißt, du kannst der Bibel voll und ganz vertrauen und Raum schaffst, dass die Bibel dein Leben verändert. Gut, gehen wir mal hinein in diese 6 Gründe, die ich dir gesagt habe. Der erste Grund, warum wir der Bibel vertrauen können, ist, die Bibel ist historisch zuverlässig. Oft hört man ja so diese Aussage, ja, die Bibel, die enthält gute Prinzipien und Lebensweisheiten, aber die ganzen Geschichten, die haben gar nie stattgefunden. Das sind nur irgendwelche Bilder. Aber schau, die Bibel enthält nicht nur gute Prinzipien, sondern ist auch historisch verlässlich. Für historisch verlässliche Dokumente sind so 3 Kriterien entscheidend wichtig. Erstes Kriterium für ein historisch verlässliches Dokument ist, es müssen Augenzeugenberichte sein. Wenn man vom Hören Sagen berichtet, dann wird es sehr schnell verfälscht oder falsch. Das kennen wir alle vom Alltag. Ich habe gehört, dass jemand gesagt hat, und kannst du eigentlich schon drauf gehen, es ist irgendwo durch verfälscht. Aber die Verfasser, gerade im Neuen Testament, waren entweder selber Augenzeugen oder gaben den Augenzeugenbericht aus erster Hand weiter. Petrus schreibt das so schön im 2. Petrus 1,16. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Das prägt die Bibel. Es waren Menschen, die es aufgeschrieben haben, die haben es gesehen, die haben es erlebt. Und sie lebten ja auch in einer Zeit, wo sie nicht einfach irgendetwas aufschreiben konnten, denn da waren noch ganz viele andere da, die haben es auch gesehen oder hätten es eben nicht gesehen. Paulus schreibt das so schön. Im 1. Korinther 15, 5-6. Als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Was sagt hier Paulus? Er sagt, wenn ihr mir es nicht glaubt, dann geht die doch fragen. Die leben noch. Ihr könnt auch sie fragen. Sie werden euch genau das Gleiche berichten. Diesen Augenzeugen war es auch ganz wichtig, die Ereignisse so weiterzugeben, wie sie wirklich passiert sind.
In der historischen Literatur, gerade von der damaligen Zeit, war es normal, dass man die Berichte ein bisschen beschönigt. Also so der Herrscher oder der Held, da schaut man, dass der ein bisschen besser wegkam, da wurden noch ein paar Siege hinzugefügt und dort, wo es nicht so funktioniert hat, das hat man dann versehentlich vergessen und hat ein paar Niederlagen oder Schwächen einfach weggelassen. Aber nicht so in der Bibel. Die Bibel berichtet uns ganz ehrlich, anders als die normale historische Literatur dieser Zeit. Sie beschreibt uns die Sünden der Erzväter, von Abraham zum Beispiel. Die Evangelisten, die beschrieben ihre eigenen Fehler und ihre Versagen. Jesus hatte seine schwierigste Stunde und sie beschreiben nachher, und wir Weicheier sind eingeschlafen. In den Briefen lesen wir von Unordnungen in den Gemeinden, zum Beispiel im Korintherbrief. Das wurde nicht beschönigt. Oder auch bei der Auferstehung, das finde ich so irgendwie das Stärkste. Bei der Auferstehung, die Männer, die blieben im Dorf und hatten sich ängstlich in Sicherheit gebracht. Und die Frauen gingen mutig zum Grab und waren dann die ersten Zeugen der Auferstehung. In einer Zeit, wo das Zeugnis der Frau nicht einmal galt. Sie kamen dann zurück zu den Männern und Lukas 24, 22 sagt dann, und es versetzte sie in Schrecken. Ich meine, kein Mann, der die Geschichte beschönigt, würde sie so aufschreiben, oder? Der Mann würde schreiben, währenddem die Frauen zitternd zu Hause waren, zogen wir mutig und furchtlos zum Grab. Die Augenzeugen berichteten mit brutaler Ehrlichkeit, weil ihnen war die Wahrheit das Wichtigste. Diese Augenzeugen, die waren bereit, für diese Botschaft ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Wir wissen, dass von den 11 verbleibenden Jüngern wahrscheinlich 10 als Märtyrer starben. Natürlich gibt es auch heute religiöse Märtyrer, aber diese sterben im Glauben, dass das, wofür sie sterben, die Wahrheit ist. Hätten diese 10 gewusst, dass es falsch wäre, wären sie diesen Weg nicht gegangen. Das zweite wichtige Kriterium für ein historisches Dokument ist, dass es mit extremer Vorsicht über die Zeit übertragen werden muss. Die Übertragungsqualität der Bibel, die ist einzigartig. In der Zeit vor dem Buchdruck wurde das ja von Hand abgeschrieben und es war ihnen unglaublich wichtig, dass sich da keinerlei Fehler einschlichen. Die Bibel wurde nicht Wort für Wort kopiert, sondern Buchstabe für Buchstabe. Und über jeden Buchstaben wurde Statistik geführt, wo man bei jeder Seite nachher gewusst hat, es braucht so viel E's und so viel I's und so viel A's. Und wenn die Statistik nicht stimmt, muss ein Fehler da sein. Das heißt, man beginnt noch einmal. So wichtig war das. Auch die Übertragung in die heutige Zeit der Bibel ist einzigartig. Es gibt über 5500 Textfragmente der Bibel. Zum Vergleich, das zweithäufigste Dokument aus dieser Zeit ist die Ilias von Homer mit nur 643 Abschriften. Die älteste von ihnen wurde 400 Jahre nach den Ereignissen verfasst. Vom Gallischen Krieg von Caesar gibt es nur genau 10 Abschriften. Die älteste, die wir haben, wurde 1000 Jahre nach den Ereignissen selber verfasst. Also die Übertragungsqualität der Bibel ist einzigartig. Und so können wir heute sehr, sehr genau und sehr, sehr klar auf den ursprünglichen Text zurückgreifen. Nun, es gibt einige Stellen, wo man sich nicht ganz sicher ist. Aber da ist ganz wichtig zu wissen, keine davon betrifft irgendeine zentrale Aussage der Bibel. Oft findet man sie dann in der Bibel mit so Fußnoten, andere Leseart könnte das auch so sagen. Die Augenzeugenberichte wurden also über die Jahrtausende qualitativ absolut hochwertig übertragen. Und die dritte Anforderung an ein historisches Dokument ist, archäologische Funde müssen sie bestätigen. Geschichte muss immer durch Archäologie auch bestätigt werden. Und bis jetzt hat man keine archäologischen Funde gemacht, die die Bibel irgendwie widerlegen würden. Aber es gibt ein spannendes Beispiel für die Bestätigung der Bibel, nämlich in einigen Bibelstellen, zum Beispiel 1. Mose 23, berichtet uns die Bibel vom Volk der Hethiter. Und lange hat man die Bibel deswegen ein bisschen belächelt, weil die Bibel von einem großen Volk namens Hethiter gesprochen hat und das hat man einfach nicht gekannt und hat gesagt, ja, das ist irgendein Vorstellungsvolk, das hat man erfunden. 1884 erst wurden die ersten Hinweise auf ein Volk gefunden, das sehr weit entwickelt war und anfangs des 20. Jahrhunderts konnte man dieses dann durch weitere Funde als die Hethiter identifizieren. 1980, 1990 wurden weitere Funde dazu gemacht.
Wir können der Bibel vertrauen, weil sie historisch verlässlich ist. Der zweite Grund, warum wir der Bibel vertrauen können, seht ihr hier auf der Folie. Die Bibel ist auch wissenschaftlich verlässlich. Gott ist der Schöpfer und er kennt das Universum, die Natur, die Schöpfung in- und auswendig. So schön beschrieben im Psalm 148. Hier lesen wir, lobt ihn, alle seine Engel, lobt ihn, ihr himmlischen Mächte, lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, alle leuchtenden Sterne, lobt ihn, alle Himmel und ihr Wasser über dem Himmelsgewölbe. Loben sollen sie alle den Namen des Herrn, denn er gab einen Befehl und sogleich wurden sie geschaffen. Er stellte sie an ihren Platz für immer und ewig, er gab ihnen eine feste Ordnung und keins von ihnen überschreitet sie. Gott hat die Basis der Naturwissenschaft geschaffen und kennt sie darum. Und darum muss auch die Bibel nicht wie ein Wissenschaftsbuch immer wieder angepasst werden. Ich war ja ursprünglich einmal Informatiker und nimm mal ein Informatikbuch aus den 90er Jahren. Das ist wirklich lustig zu lesen, weil das ist sowas von veraltet. Also für Informatiker lustig, andere normale Menschen machen das nicht. Die Bibel muss nicht angepasst werden, weil Gott ist der Schöpfer und konnte es aus dieser Perspektive uns die Bibel geben. Natürlich ist die Bibel auch kein Wissenschaftsbuch. Die Bibel enthält keine wissenschaftlichen Beschreibungen, keine wissenschaftlichen Argumentationen und viele Dinge sind auch nicht wissenschaftlich erklärt. Aber spannend ist, dass die Bibel wissenschaftliche Dinge enthält, die in der damaligen Zeit gar noch nicht bekannt waren. Wissenschaft entwickelt sich, aber die Bibel muss sich nicht entwickeln. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Schon 700 Jahre vor Christus wusste die Bibel, die Erde ist keine Scheibe. Jesaja 40, 22a. Gott thront hoch über dem Erdkreis, wirklich so über dem Kreis des Landes. Also da beschreibt die Bibel etwas, da beschreibt Jesaja etwas, was wir heute wissen. Obwohl in den letzten Jahren wird es auch wieder diskutiert, da ist die Erde wieder eine Scheibe, aber das ist ein anderes Thema. Man weiß heute, dass schon vor dem Mittelalter bekannt war, dass die Erde rund ist, aber 700 Jahre vor Christus ist extrem früh. Oder ein anderes Beispiel, dass die Wissenschaft der damaligen Zeit ging davon aus, die Erde wird von etwas gehalten. Die cleveren Griechen, die gingen davon aus, der Atlas ist ein mächtiges Wesen, das die Erde an ihrem westlichen Ende, dass er am westlichen Ende der Erde ist und sie dort hält. Die Hindus dieser Zeit glaubten, dass die Erde auf dem Rücken von 8 Elefanten liegt, welche auf einer riesigen Schildkröte stehen, welche schwimmt. Die brillanten Ägypter dachten, die Erde werde von 5 Pfeilern gehalten. Und interessant, Mose besuchte ja die besten Schulen der Ägypter, wurde ganz sicher in dieser Wissenschaft gelehrt. Aber nichts davon finden wir in der Bibel, denn Gott hat dafür gesorgt. Aber schon im ältesten Buch der Bibel, dem Buch Hiob, finden wir, Hiob 26,7, Gott spannt das Zelt des Himmels aus im Leeren und über dem Nichts hängt er die Erde auf. Woher wusste Hiob das? Spannende Fakten aus der Tierwelt. Im 3. Mose 11,4 wird den Israeliten verboten, Hasen zu essen, weil sie Wiederkäuer sind. Und man hat die Bibel ausgelacht, denn man weiß, die Hasen sind keine Wiederkäuer. Galt lange als gutes Beispiel dafür, dass die Bibel sich irrt. 1882 wurde bei den Hasen eine ganz spezielle Form des Wiederkäuens entdeckt. Hasen und Kaninchen bilden im Blinddarm vitaminhaltige grüne Kügelchen, welche sie ausscheiden und gleich wieder essen. Ohne diese ganz spezielle Form des Wiederkäuens sterben sie nach relativ kurzer Zeit. Die Wissenschaft hatte in diesem Fall nur 3500 Jahre Verspätung. Ein letztes Beispiel aus der Medizin, das uns sehr bekannt vorkam. Im 14. Jahrhundert war ja die Pestepidemie in Europa. 25 Millionen Menschen, das heißt etwa ein Drittel der Bevölkerung Europas, ist daran gestorben. Das Problem war, man kannte das Konzept der Bakterien, der Ansteckung noch nicht. Erst 1347 wurden Schiffe, zuerst in Venedig, im Hafen 40 Tage blockiert. Die Leute mussten auf dem Schiff bleiben, um sicherzustellen, sie sind alle gesund. 40 Tage, Quarantäne, wurde damals erfunden. Schauen wir mal in 3. Mose 13, Vers 4.
Bei Menschen mit Aussatz soll der Priester den Betreffenden für 7 Tage unter Quarantäne stellen. Die Bibel kannte das Konzept längst. Weißt du, die Bibel ist nicht ein wissenschaftliches Buch, aber es ist der Wissenschaft längst voraus. Darum können wir der Bibel vertrauen. Der dritte Grund, warum wir der Bibel vertrauen können: die Bibel ist prophetisch verlässlich. Die Bibel enthält über 1000 Prophetien, welche im Alten Testament gemacht wurden. Über 300 davon sind über Jesus. Die letzten dieser Prophetien waren 400 Jahre bevor Jesus lebte. Und das sind nicht irgendwelche so ungenauen Prophetien. Also das findet man ja in diesen Horoskopen und Wahrsagerdings oder nach dem Motto: du wirst einen herausfordernden Tag haben diese Woche, aber wenn du dran bleibst, dann wird es gut werden. So irgendetwas, das kann ich auch. Das ist nicht schwierig. Es sind konkrete Prophetien. Zum Beispiel, wo Jesus geboren wird, dass er nach Ägypten fliehen muss, dass Herodes die Kinder töten lässt, dass er von einem Freund für 30 Silberstücke verraten wird, dass falsche Zeugen ihn beschuldigen, dass er mit Verbrechen gekreuzigt wird, dass seine Hände und Füße durchbohrt werden, dass sie ihm Galle und Essig geben, dass seine Seite durchbohrt wird, dass seine Knochen nicht gebrochen werden. Es ist schwierig, Aussagen über die Zukunft zu machen. Man könnte jetzt ja sagen, ja, die haben einfach ein bisschen probiert, dann werden sie schon ein paar treffen. Kennt ihr den Film noch, Back to the Future? Ich finde es ein großartiger Film. Und sie haben ja versucht, glaube ich, das Jahr 2020 oder 2021 so ein bisschen vorauszusagen mit diesen Hoverboards und diesen fliegenden Autos. Ja, es gibt schon Hoverboards, aber die fliegen nicht, und die Autos, die fliegen höchstens in den Müll. Es ist nur schon 30 Jahre voraus die Zukunft vorherzusagen enorm schwierig. David prophezeite Kreuzungen, bevor es Kreuzungen gab. Zufall? Ein Dr. Peter Stoner, der etwas Gutes hervorgebracht hat, der hat die Wahrscheinlichkeit berechnet, welche es braucht, dass solche Prophetien wahr werden. Er hat berechnet, dass nur 8 Prophetien über diese Zeit, dass diese sich bewahrheiten, ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 17. Das ist 1 zu dieser Zahl. Keine Ahnung, wie die heißt. Das sind nur 8 Prophetien. Wären es 16, wäre die Wahrscheinlichkeit 1 zu 10 hoch 45. Das ist diese Zahl. Und für die nächste Folie musste ich die Schrift kleiner machen, denn dass 48 Prophetien wahr würden, ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 157. Nun, jetzt könnte man sagen, ja, die haben das viel einfacher gemacht. Die haben einfach nachträglich, als Jesus schon da war, diese Prophetien im Alten Testament hinzugefügt. Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die Septuaginta, wurde ungefähr 200 Jahre vor Christus umgesetzt. Jesaja war bis ca. 150 Jahre vor Christus fertig übersetzt. Es hilft schon, den Text zu haben, wenn man ihn übersetzen will. Also, sonst müsste man ja Back to the Future in die andere Richtung machen und das in der Vergangenheit korrigieren. Für mich persönlich braucht es mehr Glaube daran zu glauben, dass diese Prophetien in der Bibel Zufall sind, als dass Gott sie geplant hat. 4. Grund, warum wir der Bibel vertrauen können. Die Bibel ist thematisch eine Einheit. Es ist ein Buch, welches von der ersten Seite bis zur letzten Seite auf ein Thema hinweist, nämlich Jesus Christus. Und das ist überwältigend. Wieso ist das überwältigend? Es gibt ja noch andere Bücher, die eine thematische Einheit sind, also hoffentlich. Das Überwältigende daran ist, sie wurde nicht durch eine Person geschrieben, wie gerade andere irgendwie religiöse Bücher. Sie wurde geschrieben von über 40 Personen, in einer Zeitspanne von 1400 Jahren, in 12 Nationen, verteilt über 3 Kontinente, durch Könige, Fischer, einen Arzt, Zöllner, Gelehrte, Politiker. An verschiedensten Orten, in der Wüste, im Gefängnis, im Königspalast, auf Reisen, in 3 verschiedenen Sprachen, Hebräisch, Griechisch, Aramäisch. Ohne dass sie Microsoft Teams hatten, zum alles miteinander koordinieren. Kein Mensch als Projektleiter. Und ein Thema. Und grundlegend, ohne Widerspruch. Der 5. Grund, warum wir der Bibel vertrauen können. Die Bibel hat alle Angriffe überstanden. Da muss irgendwie etwas bei diesem Buch sein, das diesem Buch Sorge trägt in der Zeit. Sie hat die Zeit überlebt, sie hat Verfolgung überlebt. Von den römischen Kaisern bis hin in die heutige Zeit, eben sprechen wir von diesen Ländern, vom Erntedankopfer. Immer wieder verboten und trotzdem ist sie noch da.
Sie ist das umkämpfteste, verachtetste, verbotenste, zerstörteste Buch, das es gibt, und es ist immer noch da. Sie hat Kritik überlebt. So viele Menschen haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, dieses Buch zu entkräften. Und das ist immer noch da. Ein bekanntes Beispiel davon ist der Philosoph Voltaire im 1694 bis 1778. Ein brillanter französischer Philosoph. Er gilt als Genie. Und er hat behauptet, in 100 Jahren wird es auf der Welt keine Bibel mehr geben. Die letzte Ausgabe wird dann in irgendeinem Trödlerladen herumliegen. Und jetzt kommt der Humor Gottes zum Spiel. Die Wohnung, also das Anwesen von Voltaire, wurde nur 50 Jahre nach seinem Tod von der Genfer Bibelgesellschaft gekauft. Und die Druckmaschine von Voltaire wurde genutzt, um Bibeln zu drucken. Ich glaube, es ist heute einfacher, eine Bibel zu kaufen, als ein Werk von Voltaire. Warum wird die Bibel angegriffen? Ich glaube, dass es einen Feind gibt, der uns davon abhalten will. Sie ist immer noch aber die Bibel ist immer noch da und sie verändert immer noch Leben und sie will immer noch dein Leben verändern. Im 1. Petrus so schön beschrieben, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Und weißt du, damit kommen wir auch zum 6. Grund, warum es sich lohnt, der Bibel zu vertrauen. Die Bibel hat die Kraft, Leben zu verändern. Und diesen Grund, gerade wenn du vielleicht skeptisch bist der Bibel gegenüber, gerade wenn die Bibel in deinem Leben noch keine Rolle spielt, diesen Grund kannst du selber ausprobieren. Gib doch der Bibel, gib dem Wort Gottes Raum in deinem Leben und schau mal, ob sie nicht dein Leben positiv verändert. Jesus sagt es so, wenn ihr in meinem Wort bleibt und ihr wirklich meine Jünger seid, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Botschaft der Bibel hat das Leben vieler Menschen, die heute hier sind, verändert. Denn sie ist das Reden Gottes. Ich kann dir nur sagen, probiere es aus. Weil weißt du, wir müssen uns schon die Frage stellen, wenn die Bibel wirklich wahr ist, was machen wir damit? Dann ist es Gottes Reden an dein und an mein Leben. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der zu dir und zu mir spricht. Welchen Platz hat sie in deinem und meinem Leben? Hat sie diese ultimative Autorität? Darf sie unser Leben prägen? Liest du sie? Liest du sie? Liest du sie aus Pflicht oder liest du sie mit dieser Offenheit? Was möchte Gott mir sagen? Was möchte Gott mir zeigen? Vertraust du ihr? Weißt du, der Bibel gehorsam zu sein, das braucht oft einen Vertrauensschritt in unserem Leben. Gott möchte dir und mir noch so viel zeigen. Über sich selbst, über das Leben, über unseren Umgang mit anderen. Gott möchte dir Hoffnung schenken, in schwierigen Zeiten, auch gerade durch die Bibel. Aber weißt du was? Gott möchte auch unseren Alltag verändern. Und es lohnt sich, unseren Alltag prägen zu lassen durch die Bibel. Ich möchte dafür ein letztes Beispiel geben aus den USA. Es gibt da eine Fastfood-Kette, geführt von Christen, die gesagt haben, die Bibel sagt, wir sollen am Sabbat ruhen, wir machen am Sonntag zu. Das ist geschäftsmäßig eine der dümmsten Entscheidungen, die du treffen kannst, weil der Sonntag ist der Fastfood-Tag in den USA. Sie haben gesagt, dass sie das tun und dass sie das durchziehen. Nach vielen Jahren haben sie mal eine Analyse gemacht gegenüber der anderen Fastfood-Ketten. Jede einzelne ihrer Filialen bringt ein Mehrfaches an Umsatz pro Standort pro Woche, obwohl sie einen Tag schließen, weil sie gesagt haben, über unserem Leben hat die Bibel Autorität. Gottes Wort hat Autorität. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, wäre es nicht Zeit, der Bibel mehr Raum in deinem Leben zu geben? Wenn wir jetzt in dieser Serie unterwegs sind, wo wir miteinander dieses Buch anschauen, wäre es nicht Zeit zu sagen, hey, die Bibel soll neu Platz haben in meinem Leben. Sie soll mehr Platz haben in meinem Leben. Ich will nicht nur ein Pflichtbibelleser sein, sondern ich will eine Person sein, die es zulässt, wo Gott durch sein Wort in sein Leben sprechen kann. Ich fände es schön, wir könnten einige Momente nehmen, wo wir in ein Lied gehen. Und ich glaube, dass Gott dich heute Morgen herausfordert zum Umgang mit seinem Wort. Ich möchte dich einladen, in dieser Zeit Gott eine Antwort zu geben. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für dein Wort. Dass du uns dein Wort schenkst und es ist so schön zu sehen, wie du deine Hand über die Geschichte, über die Verfolgung, einfach über deinem Wort gehalten hast, weil du dadurch zu uns sprichst. Wir dürfen Menschen sein, die deinem Wort vertrauen.
Aber Herr, wir wollen auch Menschen sein, die deinem Wort Raum geben. Die deinem Wort gehorchen. Danke, dass du uns in deinem Wort begegnest. Amen.